An den Augen von der ADR als nämlich das eine wichtig eher notwendige Interpellation. Zandler, dass das Regierung sich auf Kap geschrieben hat, die rekreative Cannabis legalisieren zu wollen, stellen sich immer mehr Fragen. Fragen, ob die man bis heute noch keine klare Antwort kriegen. Aber wie soll man eine Decision hören an Diskussion rund um die Legalisierung von Cannabis feiern, wenn absolut notwendig Antworten auf wichtige Fragen an dieser Diskussion noch immer fehlen. Ich will meine Redezeit dafür benutzen, ein paar von diesen Fragen mit der nötigen Pertinenz zu formulieren, für so hoffentlich ein bisschen Licht an ein verworren, aber mit vielen Inkohärenzen geprägten Diskussionen heranzubringen. Die Euphorie von der Regierung für das die Cannabis zu legalisieren, als, so wie ich den Eindruck habe, ein bisschen verflogen. Es stellt sich überhaupt mal die grundsätzlich froh, wie die Regierung nur 2 Jahre vor den Wahlen will überhaupt nach kohärent an dem Bereich legiferieren will, für dem Land einen ausgereiften Gesetzestext zu proposieren. Als RDR hatte mir ein Hearing zu dem Thema an 2 parlamentarische Kommissionen proposiert, aber ich bis heute noch keine Antwort auf die Propositionen kriegt. Wenn es um den Konsum von Rauschmitteln an die Volksgesundheit geht, wäre es nämlich völlig inakzeptabel, lückenhaft an überstürzte Gesetze durchzuboxen. Die Liste von den offenen Fragen ist, wie gesagt, leider lang, erscheint auch bedingt durch internationale Entwicklungen immer mehr lang zu gehen. Als Politiker soll man sicherlich nicht dauern, für an der Realität zu machen. An der Realität ist nur einmal, dass auch als Lützeburg eine substanzielle Gruppe erlegten, die Cannabis zu rekreativen Zwecken konsumiert. Da kann ich sicher darüber philosophieren, ob Konsumieren von einem Rauschmittel an einem relativ großen Teil von der Population überhaupt ein geeignetes Argument ist, für am Hinblick auf eine mögliche Legalisierung Druck auszuüben. Konkret stellt sich aber die grundsätzliche Frage, mit was wir heute zu tun haben, wie harmlos oder nicht harmlos die Cannabis überhaupt ist. Lehnt von der Regierung entsprechend als Legalisierer von Cannabis oder wenn es zu verantworten, weil es sich um einen deutlich mehr harmlos Drog handelt, wie man das von anderen Drogen kennen. Aber wie harmlos ist die Cannabis überhaupt? Genau weist sich jede große Inkohärenz. Ich erinnere an den rezenten Fall von Mord an der friesisch-jüdischen Dame Sarah Halimi. Wie ihr wisst, hat Madame Sarah Halimi schwer misshandelt und umgebracht von ihrem Hausnachbar. Skandalös war, dass der Täter, nachdem er diese Cannabis konsumiert hat, vom französischen Kassationshof Sprach wegen Schuldunfähigkeit. Das ist übrigens kein Einzelfall. In Deutschland gab es 2018 einen ähnlichen Fall, wo sie 37-Jährigen für am Frankfurter Landesgericht hat verantwortet, weil ein Mann erstochen hat. Die Staatsanwaltschaft ist zur Konklusion gekommen, dass der Täter zum Todzeitpunkt nicht schuldfähig war, weil sie an eine Psychose gekifft hat. Das beide Fälle bloß ganz tief blicken, erstellen uns für ein wichtig Fragen. Entweder die Cannabis als ungefährlich und harmlos, dann müssen wir anhören, dass beide Urteile ein Skandal sind. Oder die Cannabis kann wirklich ganz kraft psychischen Zustand verursachen, die einen Menschen dazu bringen können, unabsichtlich zu Mörder zu gehen. In diesem Fall müsste ich zur Erkenntnis ergehen, dass die sogenannten Dosdrogen in Wirklichkeit ganz bedenklich sind. Die Antwort auf das Gretchenfrage stellt die Gesamtdiskussion um eine mögliche Legalisierung an ein ganz anderes Licht. Wir fragen die Regierung, welche Antwort hat sie auf die Fragen. An einer mündlichen Frage an die Regierung wurde den honorablen Deputierten geladen, für ein kurzes Wasser, wie Lützeburg an einem ähnlichen Fall reagieren darf.
Madame Justizminister hat darauf sie gesagt, dass er nicht mal den Main tremblant Gesetze reformieren soll. Gesetzlich soll sich also nicht ändern, obwohl man vom größten Gefahrenpotenzial von einer aktuellen Legislation wissen. Und überhaupt kann die Regierung sich nicht positionieren an möglich zukünftige Strafgerichtsfälle. Wir sind also so schlau wie wir dran. Mit Sicherheit geht es nicht zum psychotischen Mörder, wenn ihn ein Joint findet. Es geht hier also sicherlich nicht darum, Diskussion auf unnötige Art und Weise zu dramatisieren, mehr wie bei all Druck, die auf die Ehe wirkt, wies Gefahr mit der Konsumdosis. Auch hier stellen sich Fragen, müssen die nicht medizinisch, biologisch, mäßig genau festlegen, für wen Jahren ihr nicht mehr zurechnungsfähig ist. Mir ist die Wahrheit möglich, beim Cannabis so ein Tor festzulegen. Madame, alle mit einem Rauschmittel zu dienen, was je nach psychischer Disposition von Konsument stark unterschiedlich oder Auswirkungen kann bringen. Frohen über Frohen, aber kein Antworten. Auch am internationalen rechtlichen Konzept gibt es die Legalisierung von Cannabis für eine ganze Reihe Probleme stellen. Ich verweise hier auf eine Reihe von parlamentarischen Fragen von meinem Kollegen Werner Kartheiser zu diesem Sujet. Auch hier vermissen wir konkret Antworten. Am internationalen öffentlichen Recht gibt es nämlich eine Reihe von Konventionen, die Drogen betreffen, an denen die Cannabis auch explizit genannt und verboten wird. Ich erinnere hier daran an die Drogenkonvention von 1961, die 1972 aufgeändert wurde, Konvention über psychotrope Substanzen von 1971 und Konvention gegen den illegalen Handel mit diesen Substanzen von 1988. Wenn die Regierung den Cannabis als sogenannte Genussmittel legalisieren will, stelle sich eine helle Wulf von Frauen mit der Konformität von unserem Land zu seinen internationalen Obligationen. Auch hier waren die Antworten, die wir von der Regierung kriegten, ganz evasiv. Die Regierung gibt zwar hier keinen direkten Widerspruch gesehen, weil Ziel von der sogenannten Reglementation noch wäre, Gesundheit von den Menschen zu schützen, die mit Cannabis in Kontakt kommen. Eine klare Kompatibilität ist aber nicht ersichtlich und nicht auf den zweiten Blick. Es bleiben noch eine Reihe von Fragen wie Antworten. Überhaupt stellt sich die Frage, wie Lützeburg mit der Gefahr von einem Drogentourismus umgehen. Auch hier fehlt ein klares rechtliches Konzept für diese Problematik zu unterbannen. Eine ganz wichtige Frage ist die Attitüde von unseren Notbeschläger. Wie geben sie reagieren, wenn die Cannabis legalisiert wird? Riskieren wir vielleicht nicht Grenzkontrollen? Soweit wir verstanden, als kein von unseren Notbeschläger damit d'accord, dass wir Cannabis legalisieren. Die Regierung hat darüber geschwärzt, für Martin den Kontakt zu sichern, was dabei herauskommt, was wir aber bis heute noch nicht. Wir sind uns, denke ich, zum größten Teil eins, dass am Blick mehr Fragen am Raum stehen wie Antworten. Und mögliche Antworten bringen wahrscheinlich oder vielleicht neue Fragen mit sich. Immer als als Definitivposition festlegen, erwarten wir von der Regierung die Antworten, die wir brauchen, für die Diskussion mit allen Elementen zu führen. Dazu gehören noch eine ganze Reihe anderer Fragen von gesellschaftlichen und medizinischen Konsequenzen an der Cannabispolitik. Es braucht eine Erfahrungsanalyse von den Ländern, an denen nicht medizinische Gebrauch von Cannabis depenalisiert oder legalisiert wird. Es braucht eine allgemeine Bestandsaufnahme vom Umgang mit der Drogenproblematik zu Lützeburg. Es muss ein Konzept ausgeschafft werden für die Unterstützung von drogenabhängigen Personen. Wir bräuchten Präventions- und Aufklärungskampagnen, den möglichen Impact von einer neuen Cannabispolitik auf den Konsum von anderen Drogen zu Lützeburg und die Diskussion
ihren Legalstatus misst auch gefordert gehen. Brauche ich eine Erfahrungsanalyse über den medizinischen Impact vom rekreativ gebrauchte Cannabis, besonders auch die neurologischen Konsequenzen vom Cannabiskonsum auf Junker unter 25 Jahren. Es braucht eine Erfahrungsanalyse über die erwähnte positive oder negative Inzidenzen auf Kriminalität, besonders auch auf Beschaffungskriminalität. Schlussendlich müssen wir über die verschiedenen Approchen an der Repressionspolitik Chlorid schaffen. Für der als Kläre von all diesen Fragen eine essentielle Kondition, wie all über die weiteren Schritte am Hinblick auf eine mögliche Legalisierung von Cannabis zu rekreativen Zwecken kann zu schwätzen. Ich will an dem Kontext die Regierung einmal daran erinnern, dass es nicht Männer wie die Volksgesundheit geht, aber jemals nach sollte legiferiert gehen, da wollen wir auf uns Frauen klar Antworten haben. Alles eigentlich wer lichtfrankischer Verantwortungslos, gerade an diesen Zeiten, wo die Gesundheit von der Bevölkerung echt Priorität hat an all Land. Sind wir auf eine dramatische Manier darauf aufmerksam gemacht gehen, zu falschen Decisionen und unausgereifte Konzepte feiern kann, ist so nicht merci für Aufmerksamkeit.